Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Comedy Luxemburgs feines Metal Podcast mit Gilles Pitz. Moin, Gilles, wie geht es dir? Moin, Pitz. War gut? Selber. Wunderbar. Sonne, das übertrieben warm. Also zumindest heute, wo wir die Episode abholen. Und was will ich mehr? Wander natürlich, mehr. Ja, das ist Wander, ja, Wander ist schon schön, mehr. Wir sind auch nicht mehr menschlich, wir meckern, egal, bei was rein wird das zu viel Regen, zu viel Sonne. Obwohl, zu viel Regen, das ging schon mal nicht so. Mehr. Ich fand, es müsste mehr Regen heute zu Lützeburg. Dreht nicht genug. Das ist so ein kontrovers Aussehen, muss ich sagen. Du kriegst definitiv Bauern auf den Hals, gell, weil der bekommen sich aktuell. Gut. Das geht Shitstorm, das. Ein bisschen. Ja, so, mein Freund, was machen wir heute? Wir machen heute ein Uncovered, und zwar über eine Band, die Eis2 ganz viel Herzen leidet, mit dem wir früher auch ganz viel zu tun hatten, so oft live gucken waren und Dinge, sie geflippt sind. Heute ist das nicht viel Ernstes. Ich schätze heute über The Black Dahlia Murder. Kings von Melodic Death Metal. Das waren die amerikanischen Kings von Melodic Death Metal, ja, definitiv. Also mal nach ernst, dass Kings von dem Melodic Death Metal wie mehreren vielleicht am liebsten haben. Ja, Melodic Death Metal auf Speed. Auf Speed, ja. Man hat ganz viel Wahnsinn verbunden. Ganz viel Wahnsinn, ganz viel schnell, ganz viel Blastbeat. Und ja, Black Dahlia Murder. Geil, das ist ein schön, ein wichtige Band, das sind wunderbare Leute, die du über die lange Karriere Musik gemacht und verschiedener sie gegangen, sie noch satt gehen. Leider ist natürlich der wichtigste Faktor, dass den Travers vielleicht ein paar von 2 Jahren leider verstorben ist, und das hat die Band an auch ganz Metal-Welt natürlich furchtbar krass gerüsselt. Und da ist sie auch schon so, und das hat auch wirklich Spruch verschlohen, und das war ein richtiger Schock, und das ist auch heute noch teilweise ein Schock, obwohl die Band noch immer gibt, ne? Ja, das war so unerwartet kommen, weil keine Ahnung, die Person natürlich nicht persönlich krank gehabt, gell. Aber das war immer so lebensfroh, immer gelehrt und gegaxt und so, gell. Und dafür ist die Nachricht nach dem Mikro rauskommen, das shit war so. Ja. Das beweist, dass nicht alles, was leider nach außen hin okay ausgeseit muss okay sein. Ne? Ja. Und, ich meine, wir sind alle effektiv mit der Black Dahlia Murder groß gehen. Und weißt du noch, wie du die Black Dahlia Murder Demos kennengelernt hast? Weißt du das noch? Ja, ich meine, das war wahrscheinlich durch dich selber gewirrscht. Ne? Das war so die Zeit, wo ich so ein bisschen mehr Richtung Extreme Metal gegangen bin. Und Black Dahlia Murder war damals auch eine Band, wo ich relativ schnell live gewonnen hat. Ich meine, war durch dich, und ich meine, war durch den Album Miasma. Das war kurz drauf. Das musst du jetzt auch Nocturnal rauskommen, und dafür auch fast 2007 war Nocturnal rauskommen. Das war ein Album, wo wir alles immens gefeiert hatte, wo man so abwinken, dass die alles gelauscht hat. Vielleicht die von den besten Death Metal Alben aus den letzten 20 Jahren, gell? Definitiv, ja. Auch, also ich fand sie allgemein auch außerhalb Melodeath, ich fand sie sind noch immer eine von den geilsten modernen Death Metal Bands, die so im Marsch sind, egal wie. Den Sprung an den Spagat so ein bisschen noch zwischen dem Extremen und Nicht-Extremen richtig eine gute Balance haben. So. Ja. Aber wenn du auch guckst, aber immer so ein bisschen auch bisschen Wurzeln an der Chordszene gehabt. Ja. Auch wenn die Musik nicht so geklungen hört, aber damals, wo das Ganze aufgekommen ist mit der Metalcore, Deathcore-Szene, da waren sie auch immer dabei, gell. All den Festivals und Konzerten war immer Black Dahlia Murder dabei. Und auch Punkte Merch waren sie bei den selben gewesen, bei Imperial Dingens. Impericon, ja. Ja, genau, ja. Also den deutschen Merch-Label, wo ja alles rabrut wird, was du sonst nirgends groß prinzipiell auch. Genau. Ja. Ja, das eine geile Zeit. Das war effektiv eine geile Zeit, und das war ja auch zu dem Matt die Zeit, wo mir auch von dem bisschen mehr,
der is New Metal natürlich immer Kontakt kommen verschiedene Sker hat verschiedenes Manner mehr sinn an den Metal gegangen ich mengen sie mir allen zwei aber auch bis mich straight direkt eben an die Extremschienen gerutscht an du muss dann noch der Black Dahlia mit der huldeschen weil dat auch teilweise durch die waren ich kann mich noch erinnern wisse denn vom Album an Hollow gell das war ja den echten Album von hinnen 2003 oder so muss dat gewesen sein das ist schon das ist schon 20 Jahre hier geil wo dat Lied Funeral First mengglisch ne dat war mengglisch ein Videoclip oder ich mein von der Zweistick auf dem Album Drop und dann dat wat mich nur am meisten markiert huet dat war auch do obwohl du die Band auch gonnet kannt hues méi den Trevor seg Präsenz oder die ganz Band die huet einfach so eng leng dat du gegent geheien an den totale Wahnsinn dat stunk fir den Trevor geil ja net mis lachen muss ich gelieft war genau dat Bild geil Pampen Speckbauch scheißegal mir sind halt geil Musik zu meiner Stimmung an genau dann dat tut eismänglisch allen zwei definitiv bewegt also die Band do huet eng ganz groß Pla an aus dem Herzen natürlich an zu wat die ganz Diskografie gucks an bis ebelo des Jahr an 2024 sind wir ja noch immer an dem großen Dilemma ja den Trevor ist nämlich do wir sind trotzdem décidéiert die Band weiter zu feieren an da sind ich wirklich gespannt wéi den Album sech fir unheieren an auch de ganzen Werdegang wen lo überhaupt senkt das net nimmer nostalgisch mit das auch deelweils mega traurig an aber auch mega schein wisse wat ja genau das emotional das furchtbar emotional an sie hatten schon Mikro schon einen kleinen Ableck dat war lokal kommen und zwar haben sie schon ein neue Lied rausbricht die Aftermath mein Servitude ja das Track allen zwee wie man gesinn das Lied released war so wir müssen dat direkt gleich wir sind leicht gegangen an zum Deel auch bis Pipi den an also okay die Band existiert noch immer an feiert dat Schiff net mat engem neue Kapitän mé mat engem den 4. Kapitän erspringt weil schmengen kein dobausen wer da do entgeinstimmen er wird so den Trevor aus zu ersetzen Trevor wird nie zu ersetzen sinn genau dat wat ze lo machen man Brian eben den Ex-Gitarrist prinzipiell Jo schon seit Ufang dabei ass den einfach überhollen dat ganze Spiele kein Gitter méi an ich lanceiere mech an Vocals der das ja an emotionale Ride ge an dat mcht die Band nach méi der tieft ze nach méi an Lot an möchte nach méi wichtig ja das eng wichtig Band eng geil Band ja absolut gespannt wie den Album ich kann auf alles dit lauscht das mix aber schon das ugehaucht und den Trevor sehr Gesang definitiv mein du kannst alle net egal wer es komplett anders machen aber möchte ziemlich gut von ja wir können ja mal zurück ich mein, bisschen an Horror dann Miasma zum Beispiel was war das Statutory Ape das Lied auch der Videoclip ja das total wahnsinnig das wahnsinnig Person noch wat die Gitter an durchspillen an dem Lied geld das total Müll gell das richtig das dat Paralleltin an hier gehaie von den Riffparts und so dat war hier ja Trademark kannst du so du schon bist méi Standard so dat so wie gut Riffs geschrieben gin net eng Gitter die alles mcht me wirklich so mega hein als dat hin an hier et gëtt kein Lied wirklich Lied et gëtt kein wirklich Rhythm natürlich hun du och hautlo Martine wo haut dabei sind Brian wie hecht du schon méi schon nimm vergiss Brandon Ellis an der Ryan Knight in Jorland dabei so natürlich as den echtter Rhythm wie den anderen me der Tisch noch lang net dass die zwei oder den e Manner gut wie den anderen kann spiele das ein ganz einer Machenschaft me wo si mal lo runnnen ja voilà, gell, Miasma gell oder den N vun Miasma dat Lied Miasma selber gell das absolute Wahnsinn
opernhaft obwohl go kein Oper dran virken ja einfach total finsternis auch ja das ist auch wichtig mein ja, den Trademark wo se hunn so oder wo se Demo schon hatten sech ziemlich frei de Logo hat nie geändert ne da immer selbst Logo ja an war immer die ja dat düster dann sind ich nie ganz seriös geholl war immer so bisschen ja mir mache Musik man da wo bisschen Müll als net echt und trotzdem hat er so etwas fieses war trotzdem harden Death Metal den fies geklungen hört ja an ja dat war huet dem moment also fir Eis op Schifalls gepasst an huet Eis auch natürlich Stil abgemäht fir andere Sachen fir aner Sachen an zum Deel schmengen sie hun och sie net schei am sinn vun weiste gut Blastbeats kann River bringen furchtbar Schnellpassage furchtbar Müllpassage noch deelweils ja dann melodisch Passagen ja an dann ist eben halt den Album ich mein, der kannst schon bei so net war Tieren durch richtig krassen Durchbruch war wasch denken ich mal Nocturnal war effektiv den wo se wirklich so an dober Kategorie katapultiert huet ge ja zumindest für Eis definitiv so den Album gewircht so ja bist schon und du war mein schon den Dingens dabei ne der Shannon Lucas war auch do schon dabei den neuen Drummer gemeint wäre ich beim Album drop bei der Floyd dat kann ich auch sehen muss mal schon 2007 dachten du hast schon Lucas war bei schon dabei ja oder ab dem Album dabei ja auch sau guten Drummer ja absolut schnell absolut fies absolut komplex auch an ich meine die Band auch bisschen macht ja das kein gewöhnlichen Death Metal viel Leute behaupten an ich meine mir waren auch die wo dat bisschen so ja bisschen im Foto war der Fett dass ja sie sind auch technisch obwohl sie kein technischen Death Metal man mehr sie sind nicht manner technisch wie andere nee absolut nicht was kann man nach an der List war das du noch kommen? Ja war nach der Deathflowweight war der nächsten Album der kommen war den nach ich wie net so hängen geblieben bei mir verwehrt den hat ich komme ewig den der geile Cover ja erinnern der war total Müll Kreatur dem Traun der Blumen genau ich keine war mit war total aufgefuckt und total Müll gell mein Album selber war stark aber noch so nicht so hängen geblieben wie Viergänger ich muss ich muss schon eine Kabel geguckt das war noch schön ja absolut awesome ja hier kann ein Album das stimmt ja dann Album den Lokum war Ritual das war Rammerbs richtig geiles das war den nicht richtig nice der rauskommen ja das ist schon ein bisschen du no muss ich sagen also bei Deathflowweight und ich mindestens nach genauso gut fand vielleicht nicht gerade so gut wie Nocturnal aber so Miasma Level definitiv du siehst Ritual das war dat irgendwie nach ein bisschen mehr mi fies an mi deichte du waren noch bis mi Losleder dabei die richtig gestampft tun an so genau die hatten aber dann ein bisschen mehr Grip am Vergleich zu Deathflowweight so ja. Da waren die zwei Alben die no kommen war den Everblack an Abyssal die hatte ich net so stark vom gehabt statt du der so den war auch nie so wirklich ganz warm gehen ja war den natürlich die Lieder schmenge Singles hier auch da released gehen oder so definitiv ich mengen der auch fällt mal als zu den also ich ging noch haut nach zurück an ich wundere mich ob der bei der Black Dahlia mit also da bei andere Bands wo ich den Album so ein bisschen en passant gesehen du lernst kommen an so ja du war es Bock für das lauschen schlecht gerne einer Sachen an ja an das definitiv se sie Manner net manner gut se bleiben einfach Manner henke wie Diana ja me dat net dat se net
ja das nach immer de Black Dahlia mit an ganz viel geändert so, so war auch noch nie schlecht gewircht waren mega Meinung einfach bësselsche Mammer muss mich schwach gewicht eventuell mega Meinung par contre den 2017 Nightbringers Album dat war dann immer dickes war davon so bisschen den Nocturnal 2.0 ja bist schon viel melodisch Riffs die eng bekannt viel kommen sind so aber geil also, richtig genoss den Album ja wie du siehst das interessant was du siehst weil die Empfindung hat ich auch an ich hat doch bisschen auch für Recherche bisschen zu machen nach obwohl man aber definitiv genug über die Band sind wissen auch die Recherche mehr Nightbringers hörst du so gewisse Passage wusste so Moment schon du schon heieren das aber nicht dat et klingt an net so Undeutungen nun Nocturnal an noch teilweise Ritual an dat ich mega cool fand ja kennt so eng indirekt Fortsetzung sinn uni kopieren oder so ja dafür Band war immer gut für Überraschungen oder für ja auch haut nach wie du gesagt ne auch haut nach ja ich mein, wir hatten allen zwei im Moment gedurcht gehabt Trevor singen dort okay wahrscheinlich logisch mit der Band gell ja und ja dat aber auch okay gewesen ich meine du wer kein Fan von der Black Dahlia Murder oder in den mat der Band oder irgendwer Kontakt kom as wird die letzte über 20 Jahre wo du gesucht hat nee die Band muss weiter gemacht wann sie gesucht hätten ne dat du waret ich meine dat hat kind so durch sto bleiben dat du ging kein Person ge ja recht die Band huet definitiv 4 eben für dat was schon release tun das ein absolut eng mega wichtig Band dann ich meine die letzten Album Mom Trevor eben den von 2020 Verminous den auch richtig also dat war auch so ein Album wusste gefeiert ist keine Ahnung ja für wat May wie Diana kann ich doch nicht so obwohl wann du natürlich Charles dann so darfst nicht gucken mehr der war Mann gut bewährt wie Munsch anrahmen wo ich mal so dat vielleicht das hier ja effektiv 2 Jahre Drop leider von gegangen hast das weißt du so Spekulationen und ja, so Theorien und ich fand das nicht ich fand den Album klingt nach einmal wie dann einmal noch hinnen absolut knastischer Rau ja ich meine ich hatte den Nummer zu lösch gehabt ja das zum Beispiel etwas wo ich muss sagen so wie No Ritual hatte ich ein bisschen das Problem mit dem bisschen weißt du dat Produktion war nämlich so glanzvoll wie bei Nocturnal oder Ritual no war ein bisschen wie knastig weil ich aber lo zurückgucken dann noch eben durch Verminous und so dat passt aber ich meine die Lieder kennst du nicht so polieren wie Demos und der perfekter Chordzeit eben wo alles ein bisschen Perfektion liefern und dafür sind ich immer so mehr gespannt lo eben weil man dann wenn ihr schon mit September 27 September könnt den neuen Album von der Black Dahlia Murder Servitude dann ist richtig ja ich freue mich richtig statt zu hören werde mal gefallen ja. Ich kann noch nicht so ich weiß nicht Single definitiv als eng Hommagen und die Band und ihren Sänger und ihre Freund den sie auch verloren haben ja das ja, voilà. Ist krass voilà, ja. auch quasi Familienmember ja das geht richtig krass dat ze lausren an ze verfolge weet lei doch darauf reagieren darauf sind muss ich echt so am meeste gespannt ich gucke gewöhnlich kein Reaction Videos weil sie sind aber so bisschen zum Deal ja cringe und as dat richtig mit do we ich aber verschiedener werde ich mal undun just wie zu wissen ob sie genauso reagieren wie ich ja ich mein drum geht am große ganze bei Reaction Video und so du hast das gefällt mir wie gefallen dat andere Leute so, guckst du bis rum ja und das du die Videos so groß erfol ja ich gespannt also wat was fakt hast für die vielleicht dabei so net wissen als voilà, wenn sie überhaupt dann op Servitude dabei Servitude besteht lo oder Black Dahlia der besteht ab 2022 dann lo nom dort vom Travis Strat aus dem Brian
Eschbach mengen Geschichte mal Familien den ja. Lead-Vocals mischt den hue aber prinzipiell seit 2001 Backing Vocals gemeldet das kind unbekannten dann nee kann ich raus voilà. den wenn nur nach dem Max Level um Bass wo auch schon seit mega lang dabei ist den Alan Cassidy als mensch auch seit Ritual oder kurz nur dabei kommen den Brandon Ellis den furchtbar geilen richtig präzisen an dem Sinn dann Lead-Gitarrist an sing solo sind kicht Kuch an den Ryan Knight wo zurückkommers viel lo eben do Martine weiter zu meinen oder das ich kre hinnger haut wann der Stadt lese geil wenn du dabei hast ja geile Line-up definitiv absolut geile Line-up mega show und ich mein oft sogar von Album lo vielleicht nicht gerade 4 Stellen ich mein geht aber echt wie geil weil der war so nostalgisches hört und wahrscheinlich so ein bisschen etwas traurig ich weiß nicht wie ich soll ausstrecken so du fräst dich dass sie Trick sind nur die Misere der geschieht war und, ja weil Gicht da wär weißt du, wo dat geschieht lo Bemo stehen an Startlächer also mache weiter weil se och an vielen Interviews wo se lang do no dems hier eben schon mi do war mal Interviews gemacht und so hin hat gewollt dass mir dat weiter man an ja het gin viel sich das wo Bandmembers oder verbleibend Members dat so me ha west einfach so ja die wollt genau dat den hier konnte zwar net mi machen oder wahrscheinlich nämlich wohl gefiltert als engen Körper selber für dat zu machen me de Black Dahlia der war alles für den ne für dat lo so weiter zu machen dafür dann noch Kuje genug zu hun für so mehr man dat weiter und zieht an dem Strang do ich muss das einfach das schön das einfach das ist emotional ja wir sind sie richtig gespannt dann wie du siehst Astelo würdig vier keine Ahnungen mir muss würdig sehen da das die andere Sache so einfach ich denke nicht, dass du musst ich denke lo ganz guten Job gemacht bei dem neue Lied und ich denke das Album wird auch so gesanglich klingen und ich denke das nie 100% Trevor es soll auch niemals 100% Trevor sind aber das 100% der Black Dahlia Mörder Punkt ja ich mein, dummer können wir schon mal ophalen weil das der Satz wusste muss so long live the Black Dahlia Murder absolut und ich zurückgucken und plus ich meine durch sie effektiv weil mir waren sie ja Demos da muss 2006 oder so gewesen sind waren sie an der Kufa oder war an der Rockhall wo Silos als Opener dabei war die Black Dahlia Murder ging ich Silos nicht kennen gell und hatte ich auch wahrscheinlich net so viel lo opgeholt eben durch mein Gitarplaying an so die Band as am Fong méi präsent gewircht och vielleicht bis méi am schiiert die lächt Joren wéi ich gedet an das aber dann so méi interessant fir dort zu gucken wat schaffen da so mache lo ich hat auch de Spektalia mat dann nicht quasi hat mir ganz Death Metal Karriere ugefangen mischt du duste leuchten sämtlich Sachen auch durch den Trevor weil Trevor war ja selber ein Death Metal Enzyklopädie ob BB geld alles kann geld sie wird noch so underground gewicht sind geld durch Interviews an der Schein do von ihm geld schon so viel Bands kennengelernt geld so krass shit. Ja das ist schon krass echt jeder dabei inklusiv Eis guten irgendwo steckt Trevor mat op de weh schmengen Statement fir Eisers definitiv gewircht mengen schaut definitiv bisse méi wat die Band ze schwätzen Fleit doch bisssen am Krees vielleicht auch bisschen nostalgisch méi die Band bedeit viele Leute bessen Appppes schmengen ganz Metalwelt wat awer trotzdem Dr wat de Black Dahlia am Joar 2024 kann liveren an schmengen dummer Eis schon gesucht fir haut ge genug gut Schlusswort an der sommer dann zwe enkeier long live the Black Dahlia Murder long live the Black Dahlia all hail an du mat mei Freund nee, dann natürlich ein merci für erstebausen und nolauusterin an Herren bei Comedy.
Bis dann! A vous.